Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Jo, jetzt haben wir eigentlich nur noch im Angebot hier mit der freundlichen Eingeborene zu sprechen. Das machen wir mal gleich. Entschuldigung, aber wir sind gerade mitten in einer ernsthaften Diskussion drin. Ja, ich weiß, aber ich würde gerne das Navigator-Kopf-Dingens Bummens haben wollen. Ich hab dir doch gesagt, wir hören nur einer. Und ich weiß ja nicht, wie du einen anderen kriegst. Entschuldigung. Okay, ja, wenn das so ist, dann weiß ich ja, dass die den Affenkopf-Schlüssel haben wollen. Oh, der Kopf zum großen Affenkopf. Vielen herzlichen Dank. Ja, können wir jetzt mit euch sprechen? Ich hab dir doch gesagt, du kannst unseren Kopf nicht haben. Wir wissen ja nicht, wie du einen anderen kriegst. Das ist natürlich doof. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir als nächstes machen müssen dafür, weil irgendwie müssen wir an den Kopf von einem Navigator dran kommen. Jetzt, das ist etwas, was ich tatsächlich nie aus dem FF weiß. Wie wär's dann hier mit dem Schädel? Das kann man nicht nennen. Du hast schon so viel Gelber. Alles klar, das geht also nicht. Rostisches Buch funktioniert auch nicht so weit. Gucken wir uns mal an. Die sind in einer ernsthaften Diskussion. Ja, schade. Tja, mit denen können wir jetzt auch nichts Großartiges anfangen. Wir könnten mal mit dem Hermann sprechen. Der taucht ja sowieso irgendwann wieder auf. Kann mal gucken, was immer dann noch so im Angebot. Das Dingens hier, das wird nichts bringen. Das Ding da hier wird uns... Nee, das passt noch nicht mal, das Schatz-T-Shirt. Okay, und das will er auch nicht anziehen. Okay. Tja, schau an. Was für ein niedlicher kleiner Schädel. Sprich mit. Okay, ich gedacht, er macht jetzt eine auf sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage oder so. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Moment. Wie war denn das mit einer Eingeborene? Verflixt nochmal. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich von denen des Dingens kriegen muss. Den Schädel des Navigators. Ohne den geht nämlich gar nichts. Wie machen wir das dann jetzt? Können wir denn die Memos geben? Ne, das wollen sie auch nicht. Das Teleskop sei es Fernglas, wollen sie auch nicht. Ne, den wollen sie auch nicht. Der Feuerstein, der Kanonenkuckel möchten sie auch nicht haben. Das Buch wollen sie auch nicht. Die Tinte wollen sie nicht. Kompass. Das zeigt immer noch Mealy Island. Trademark. Der Kompass. Ah, einer von diesen tollen magnetischen Kompassen. Hightech. Ja. Da mag ich doch lieber so einen guten altmodischen Kopf. Ja, genau. Wer auch nicht. Okay, Stans Visitekarte. Ne, das wollen sie auch nicht haben. Die Geisterpirate LeChuck Dinger wollen sie auch nicht haben. Und die T-Shirts. Nö, das ist eine 8 zu viel des Guten. Ich habe gedacht, eigentlich löst es, dass man der Affe-Schlüssel gibt, dass sie dann eigentlich sagen, ja, jetzt ist ganz toll und ja. Ne, also bestechen lassen sie sich auch nicht mit einer Sprecher. Nee. Die wissen nicht, wie sie ein anderes sich besorgen können, deswegen kriege ich ihren Kopf nicht. Mit einer Spreche kann ich auch nicht. Nee. Nee. Das ist doof. Das ist echt doof. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich den krieg, den Kopf des Navigators. Da hätten sie mich tatsächlich mal im Spiel jetzt mal angetroffen, wo ich etwas nicht weiß. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich in meinem Kopf eingebrannt hat. Na, wenn das so ist, schauen wir nochmal, wo wir noch eventuell was anderes machen können. Vielleicht von hier aus nochmal ein bisschen Schabernack treiben. Vielleicht einfach nochmal so zum Affenkopf gehe. Und möglicherweise ergibt sich das ja von selber hier. Oder wir treffen der Hermann wieder auf dem Weg oder sowas. So. Schauen wir doch mal. Hier ist alles wie gewollt. Schischke Larry, Schischke Bob und so weiter und so fort. Der Aff hängt immer noch dran.
und schaukelt da an der totem Nas rum. Hier gibt es leider nichts Großes mehr, was wir da machen können. Tja. Wenn wir da nicht weiterkommen, gucken wir uns vielleicht hier einfach nochmal eine Runde um, ob wir einfach so rumirren können. Wobei ich denke, dass das überhaupt nichts bringen wird. Aber ich weiß wirklich ums Verrecken nicht mehr, wie man den Kopf des Navigators kriegt hat. Ich habe echt gedacht, es wäre so, dass man den Eingeborenen das Q-Tip gibt und dann hätte es sich erledigt. Aber so dankbar sind die Jungs dann auch nicht. Wie war dann das? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Vielleicht nochmal mit dem Hermann sprechen, das ist ja der einzigste, den wir noch haben. Die Eingeborene und der Hermann sind die einzigste eigentlich. Tja, da ist auch nichts. Das heißt, wir können ja nur noch den anderen Weg. Na, gucken wir uns mal die Aare an. Gruselig. Das würde ich lieber nicht berühren wollen. Okay, kann ich nur verziehen. Kann man die Nase mitnehmen? Nee, das will er auch nicht berühren. Na gut, kann ich verstehen. Wer weiß, was dann passiert, wenn du so Dinger berührst. Oh. Die Köpfe? Nee, nicht öffnen. Eigentlich wollte ich mal so angucken. Höllisch. Ne, wir können eine mit einer Sprecher. Und aufnehmen können wir sie auch nicht. Wir können ins Herz vielleicht drücken. Lebe! Nee, okay, will er auch nicht. Na gut. Dann eben nicht. Huch. Du schmort was? Sieht aber nicht so lecker aus und nicht so vertrauenserweckend vor allem. Huch. Jetzt ist der Weg weg. Aber das wird sich alles wieder verändern. Ja. Da ist leider auch nichts. Ich kann jetzt... Ah. Gucken wir uns mal einen Pilz an. Uah, ich hasse Pilze. Ich hasse Mushrooms vor allem. Können wir es aufnehmen? Das will er auch nicht berühren. Können wir mit dem Ding sprechen? Kann das öffnen? Ach, Guybrush, du Langweiler. Okay. Wird alles nix. Das sehe ich jetzt schon. Ja, wir latschen hier die ganze Zeit nur im Kreis rum. Und durch Zufall, wenn wir jetzt auch nicht hier kommen zum Schiff. Von daher. Ja. Schätze ich, das ist alles ziemlich nutzlos. Was bleibt uns dann noch anderes? Wir könnten noch mit dem Hermann retten, unserem guten Kumpel. Vielleicht hat er ja noch irgendeinen Plan für uns. Wenn er gerade wieder wichtige Geschäfte zu erledigen hat. Ihr wisst ja. Alle hopp. Dann wieder hoch. Aff, hast du irgendeinen Tipp für uns? Ne, mit dem Totempfahl möchte ich nicht retten. Hi. Hängst du hier immer rum? Oder is it always that hot? Oder ist immer so heiß hier? Hi. Ich bin mächtiger Pirat. Alles klar. Den kriegt er auch noch hinterher. Der und der die gibt's doch gratis dazu. Alle hopp. Das wird wohl nix. Dann könnten wir mal hier zum Teich gehen. Da haben wir auch nichts. Ungesund aussehender Mann. Nee, was anderes können wir ja nicht machen. Tja. Hier, so eine Flussgabelung. Ne, sieht auch nicht aus, als gäbe es hier was Tolles. Tja, was machen wir dann jetzt? Wir könnten nochmal durchgehen. Hermann, bist du zufällig der Helm her? Wie war das mit den eingeborenen Gewitterdunner Keitel noch einmal, wenn ich das jetzt noch wisst? Ja, der Herr Ado ist er doch, der Hermann. Hi! Ja, mich stört es überhaupt nicht, dass du in mein Haus reingekommen bist, ohne zu klopfen. Ich würde dir klopfen, wenn sie überhaupt der hätten, beziehungsweise wenn ich der finden würde. Ja, ist schon in Ordnung, Berschel. Aber das nächste Mal bist du ein bisschen vorsichtiger. Okay, mit dem kann ich anscheinend auch nichts mehr erzählen. Ja, ich habe auch noch Geschäfte zu erledigen. Gut, Pech gehabt. Das heißt, da funktioniert auch nichts mehr. Der Hermann hat auch nicht irgendeinen lustigen Tipp noch parat für uns. Oh, Guybrush, lauf. Renn.
Ah, da ist noch ein Strand. Waren wir da überhaupt schon? Nö, natürlich noch nicht. Da haben wir noch ein Memo. Und den Geisterpiraten LeChuck. Wir müssen gegen die Beschlagnahmung der Anti-Voodoo-Wurzel-Beschwerde einreichen. Das ist Diebstahl. Die Monkey Island Trademark. Kannibalen. Alles klar. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile mit unserem lustigen Stoß aus an Memos? Zu viele Memos. Alles klar. Tja, was anderes gibt es hier leider Anime. Was machen wir dann? Was machen wir dann jetzt für einen Quatsch? Habe ich irgendwas noch vergessen? Da habe ich alles. Na, ja. Die Seile kann ich leider nicht mehr abmachen. Am Strand hier gibt es auch nichts mehr. Ich bin gerade am Überlecker. Das ist ja richtig peinlich gerade, dass ich doch nicht dahinter komme. Muss doch. Wie machen wir das am besten? Verflixt doch mal, die Kannibale wollen den Kopf nicht rausrücken. Wir haben diverse Sachen, die wollen sie aber alle nicht. Vielleicht die Broschüre, vielleicht war es das. Aber ich glaube, wir haben ja noch etwas nett gemacht. Und zwar, da wollte ich nämlich auch noch machen. Benutze Fernglas. So, wir haben ja das Ding jetzt schon extra geklaut. Also, ich sehe einen großen Bananenbaum da am Strand. Okay, das war's auch. Na gut. Also die wollten ja die Broschüre wollten sie, glaube ich, nicht haben. Irgendwas müssen sie, also sie wollen auch nichts von uns haben. Ich habe alles probiert zu geben. Ach, der Kompass als Ersatz für den Kopf. Das wollten sie auch nicht haben. Ich stehe gerade leicht auf dem Schlauch. Das ist etwas ätzend. Wenn man nicht drauf kommt. Okay, dann gehen wir nochmal zum Boot. Gehen nochmal zu der Kannibale hoch. Es muss ja irgendwas bei denen sein, ich meine, ne? Ich muss ja von denen den Kopf kriegen, damit ich da überhaupt hinkomme. Da muss ich die Wurzel finden, damit man die Kannibale dort dann erst den magischen Trank draus machen. So war das, dort erinnere ich mich noch. Aber wie kriegt man dann nochmal den verflixten Navigator-Kopf? Ich kann mit der Hansler nicht sprechen. Probieren wir es nochmal mit der Dinger Broschüre. Ne, das waren sie nicht. Ah, doch, Eva. Oh, guckt euch das mal an. Sieht aus wie eine Anweisung, wie man einen Kopf kriegt. Ihr könnt den Kopf geben und könnt dann die Anweisung benutzen, um neue herzustellen. Ja, ich glaube, das funktioniert so. Dankeschön. Sieht ziemlich gut aus für ein ausgetrockneter alter Kopf, oder? Wir haben in dem magischen Amulett drin gelassen, damit er gegen Geister unsichtbar ist. Oh, guck mal. Er scheint dich zu mögen. Immer seiner Nase nach. Das bringt dich direkt in die Katakombe vom Geisterpiraten LeChuck und seinem Versteck. Und dann holst du die Wurzel vom LeChuck und kommst wieder zurück. Dann machen wir daraus enzymatische, geistvernichtende Sacherei. Und dann wirkt das Zeichen wie Salz auf einer Schnecke bei LeChuck. Ja, danke, viel Glück. Sehr gut, na also, geht doch. Look at Hat. Schön sieht er aus. Er guckt auch ganz lieb durch die Gegend. Alles klar. Tja, jetzt haben wir unseren Kopf. Na gut. Also mit dem freundlichen Herr hier, guck mal weiter. Zum Glück bin ich noch 5 Minuten vor Feierabend drauf gekommen, wie es funktioniert. Verdammt einmal. Das war, glaube ich, eine Broschüre, wie man beim Navigieren einen kühlen Kopf bewahrt. Ich glaube, das war das Ding. Okay, da war es das Ding. Ich habe gedacht, man müsste nur den Q-Tip geben und dann wären sie eigentlich schon soweit. Aber nee, man hat dann noch so Broschüre vom Stan geben müssen. Wie gesagt, da hockt hier. Wie der guckt, der Kopf. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall soweit, dass wir mit dem Kopf des Navigators weiterkommen. Verflixt, ich hätte wirklich alles einfach ausprobieren sollen, statt einfach nochmal durch die Gegend zu schlappern. Entschuldigung für die ungewollte Sightseeing-Tour durch Monkey Island, obwohl jetzt alles nutzlos war. Aber Hauptsache, wir haben nochmal mit dem Hermann gesprochen. Das ist die Hauptsache, gell? Ich mag das denn zu synchronisieren, das gefällt mir richtig.
Wobei mir der Kopf des Navigators auch Spaß machen wird. Das sehen wir noch, ja. Das Ding kann auch noch sprechen. Wie auch immer das funktionieren soll, aber mit Voodoo bzw. mit Magie ist jo alles möglich. Jeder, der Achlab macht, kennt das. Mit Magie ist natürlich alles erklärbar, ne? Okay, jetzt benutzen wir das Ding doch mal. Burks. Ja, ich glaube, er will, dass ich noch rechts gehe. Alle hopp. Moment. Jawohl, er dreht sich da in die Richtung. Jetzt dreht er sich noch hin, ne? Oh, ist das eklig hier, das Gesicht, das sieht aus... Kennt ihr noch die Gummibärenbande von früher? Die Zeichentrickserie, das sieht ein bisschen aus wie ein so eine Ungeheuer vom Herzog Ickzorn. So, was zeigt er jetzt hier? Jetzt zeigt er in die Richtung. Alle hopp, und jetzt geht's noch rechts. Also immer der Nas nach, im wahrsten Sinne des Wortes. Das müsste ich hier nur noch zurück können, genau. Wo zeigt er jetzt hier unseren Kopf? Und? Okay. Ends kann ich mir jetzt wiederum auch nicht verkneifen, ihr liebe Leid. Okay. Ich finde es irgendwie wirklich charmanter. Ich konnte mir das jetzt einfach nicht verkneifen, mir das mal so anzugucken. Ich werde auch noch dem Let's Play das Ganze mal tatsächlich auch nochmal in der Special Edition für mich privat spielen. Aber ich muss sagen, ich finde die Alt-Version wesentlich charmanter. Die Classic-Version. Okay, perfekt. Da sind wir jetzt schon beim Geisterschiff. Aber eine Sache können wir noch erledigen, bevor wir mit der Episode Schluss machen. Und zwar retten wir mal mit dem Kopf. Ja, hier sind wir. Was willst du da von mir? Hallo, Kopf. Könnte ich vielleicht das Kopftuch vor allem, genau. Könnte ich vielleicht das Halsband bitte haben? Danke, dass du mich zum Geisterschiff gebracht hast. Ja, das war nett. Ich pack dich gerade wieder in die Tasche. Na, machen wir hier. Erstmal bedanke. Dankeschön, dass du mich zum Geisterschiff gebracht hast. Kein Problem. Nicht nur ein Job hätte. Ja, machst aber gut. Ich mein. Okay. Nochmal danke, ne, einfach mal. Hallo, Kopf. Hallo. Okay, dann könnte ich vielleicht bitte das Halsband haben. Nee, aber danke, dass du nicht gefragt hast. Ach komm schon, bitte. Kannst so viel betteln mit willst, aber du kannst nicht haben. Ganz lieb, bitte. Ja, als wieder noch. Kannst so viel betteln mit willst, aber du wirst nicht kriegen. Warum kann ich da nicht haben? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Ort. Ich denke, wir könnten es gebrauchen. Dann. Ja, das geht ganz schön auf die Kehle, die Synchro. Ja, vielleicht soll ich es mir dann einfach nehmen. Vielleicht solltest du es lieber nicht nehmen. Ich will dir nicht weh machen. Ganz im Ernst. Und ich will nicht, dass du es bereust. Was wärst du dann machen eigentlich, hä? Mich beiße? Denk dran, du brauchst mich, um aus dem Ort rauszukommen. Und wenn ich will, dann kannst du ja für immer gestrandet bleiben. Ja, wenn ich aber will, dann kann ich dich auch einfach in die Lava reinkicken. So ist ja nett, ne? Beim zweiten Gedanke, was braucht man an einem Halsband, wenn man keine Schultern hat? Okay, sehr schön. Unser Mr. Smileyhead reagiert anscheinend darauf. Ja, ich meine, das war ein gutes Druckmittel von ihm, von wegen, ich kann dafür sagen, dass du hier auf immer und ewig rumirrst, aber ihm damit zu drohen, ihn einfach nur reinzukicken, ist natürlich auch nicht schlecht. Sagt er noch irgendwas? Hallo, Herr Navigator. Hallo? Okay, wieder nix. Wie wär's denn dort? Mensch, gucken wir uns das Ding mal an hier. Es ist schleimig und was ist dann Gupi, aber kann nichts Gutes heißen. Sache mache ich noch, bevor wir die Episode beenden. Ich gehe einfach mal so zum Geisterschiff. Aber die haben ja gesagt, dass das Halsband eigentlich unsichtbar gegenüber Geister macht. Ne? Das müssen wir natürlich tragen. Aber ich sage euch mal, was sonst passiert. Ich liebe die Musik. The Ghost Ship Shuffle.
Okay, ich hab doch gehört, ja, ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich doch die Wurzel mal kurz ausleihe, oder? Ja. Ja gut, der erste Mart hat doch anscheinend schon was dagegen, wenn ich das mache. Und dann hätte ich mal sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns immer wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder Iron Yankee.